Plus... Oh, ja, okay, oh, ich kann sagen. Nein, ich kann tatsächlich auch nicht gesehen. Versus sind so Tangas, you know. Kein Bock mehr. Aber egal, Respekt momentan. Guten Morgen. Wie ihr seht, ist unser Setup ein bisschen anders als gestern am Abend. Gestern am Abend haben wir noch Gewitterwoche gesehen, in den Bergen oben, von dort, wo wir sind gekommen. Und dann haben wir gefunden, ja, wir sollten jetzt vielleicht gleich noch das Tarp spannen. Und das haben die mit Ingenieurskunst einfach so über beide Hängematten drüber gelegt und drüber gespannt. Hey, wir sind trocken geblieben, es hat funktioniert, wir sind ein bisschen stolz auf uns. Ich glaube noch ein bisschen Osten und dann in Süden. Bam. Boah, wir haben gestern einfach den Baum gefällt hier. Ja, wir sind jetzt mal losgefahren. Von wo? Nicht Schnäbi. Von wo? Tennis. Von Fennis. Ja, also wir dort auf irgendeinem Veloweg. Irgendwie 4 Kilometer lang im Kreis gefahren und dann weiter. Jetzt sind wir eigentlich auf der Suche ein bisschen nach etwas Essbarem, weil wir noch nichts zu Morgen hatten. Und jetzt sind wir da irgendwie Zeugs gefahren, irgendwelche Wegli, irgendwelche Käsewegli mit über die Wiese, über das Gras. Alles ist dreckig, verspritzt. Schifft. Vorher hat sie es verdammt eingeschifft. Jetzt sind wir am Bahnhof von Vincent. St. Vincent. Ich weiss jetzt auch nicht warum, das sollte lustig sein, aber wir tun jetzt einfach mal ins Video. Wir sind jetzt diesen Hocker hier hochgefahren, das ist ein Wanderweg mit Steinen und so, also wir haben jetzt Velo geschoben. Und wir haben jetzt unser Apfelmus fertig gegessen. Das war unser letztes Essen, um einfach so zu essen. Wir haben noch Haferflocken und Hörnchen, aber das ist jetzt nicht so. Wenn man die trocken isst, dann liegt das Wasser im Bauch. Das ist das letzte Wasser, das wir hier drin haben. Beinahe nichts. Da oben hat es wieder eine Straße. Also wir haben wieder einen Weg gefunden, wo wir ein bisschen fahren können. Wir hoffen einfach, dass wir irgendwo eine Bäckerei finden oder dass wir irgendwo einen Laden finden, wo wir Wasser kaufen und Brot und so. Dass wir uns ein bisschen versorgen. Ja, aber das ist momentan. Wir haben heute noch nicht getrunken, weil wir kein Wasser hatten. Ja. Es ist ein bisschen zäh. Es geht schon, wir verdurstet ja erst nach 3 Tagen scheinbar. Ja, wie gesagt, wir sind um Casa dell'Acqua und die haben mit Schweizer Wasser gefüllt. Wir haben es noch nie gemacht, es kostet 7 Cent pro Liter. Ja. Also das war die Erfahrung, das Wasser ist verdammt kalt, aber perfekt. Wir gehen jetzt weiter. Cracker mit Pesto. Das ist zum Morgen, am Mittag. Und Alter, ich weiß auch nicht, aber das Pesto ist verdammt geil. Es ist alles gut, wenn man Hunger hat.
haben jetzt unser erstes Wasser getrunken nach mindestens 3-4 Tagen etwa. Und wir haben unser erstes Essen heute. Jetzt ist die Sonne vorgekommen und es ist schön. Und es fährt jetzt gerade wieder an verschiffen, wo es sehr kalt ist. Wenn wir fertig mit Essen sind, gehen wir dann wieder auf die Straße. Und zwar auf die grosse, auf die normale, auf die Hauptstraße einfach. Und fahren Richtung Torino. Bis wir dann im Flachen sind. Etwa wir noch zu mehr, gell? Mhm. Ich wollte noch das Zeug aufspannen, das die Sonne geschienen hat, dass wir das Zeug trocknen können. Aber dann ist es gerade verregnet. Das Wetter ist einfach wirklich behindert heute. Ja, wir sind jetzt wieder ein paar Kilometer gefahren. Jetzt sind wir etwa 30 Kilometer vielleicht noch mal vorwärts gekommen, genau. Nach dem Essen gestärkt weitergekommen, oder? Ja, und jetzt sind wir hier auf einer Ponte alla keine Ahnung was. Ja. Und in welcher Ortschaft sind wir, Ben? In Schöneden. Schon? Keine Ahnung. Das ist eine fucking geile Altstadt hier hinten. Eine fucking geile Burg. Ja, und da hinten, nehme ich an, ist so eine Art Schlucht, wo man durchfährt. Ja, wir gehen ja eigentlich zum Schluss nachher bei dieser Schlucht. Die Aussicht ist schon schön so hier. Ja. Ja. Also, wir sind jetzt in Donnas. Hier haben wir das erste Mal nach rechts abbiegen und wenn man jetzt auf den Kompass schaut, dann sind wir genau, fahren wir jetzt in den Süden. Ja, aber was so ein bisschen anscheisst ist, halt einfach das Wetter ist so wechselhaft in einer Beziehung mit Darum ziehen wir jetzt eine Trägerjacke an. Keine Freude an uns. Ja. Ja, es gibt schon geile Leute so, die es einfach geil. Zum Teil sind sie wirklich ja, das ist schon geil. Ich fahre jetzt den Süden entgegen. Ja, wir sind jetzt auf einer gemütlichen Straße. Ja, jetzt sind wir echt da irgendwo in Pampa raus. Jetzt echt plötzlich so abgebogen. Jetzt sind wir da irgendwo im Zygus, mit im Betthaus und jetzt hier ein bisschen päuseln. Genau, unsere Geschäfte noch erledigen. Benli ist hier am Schiessen. Ich war gerade vorher. Und wenn man eigentlich so sieht, so Maisfelder sind eigentlich noch recht nützlich. Wenn man auch schiessen kann. Es hat gerade angefangen zu hageln. Einfach so aus dem Nichts. So richtig Gewitter. Wirklich schlimm. Wir sind beide klatschnass. Es tropft alles. Wir sind jetzt hier in so irgendein Häuschen rein. Wo wir gefunden haben, war schon ein riesen Kampf. Wir sind jetzt über die Felder drüber gefahren, so, dass wir hierher kommen können. Apokalypse ist ausgebrochen. Ja, das ist krass. Ja. Jetzt kochen wir hier auch etwas und warten, bis es läuft. Und trocken anlegen, verdammt. Ja. Ja. Nicht aus. Wir kochen gerade Teigis mit Olivensauce und Käse. Plus. Oh, ja, okay, oh, ich kann es nein, ich kann tatsächlich auch nicht setzen. Versus sind so Tangas wie noch Ben. Die Trainerhose, die hast du noch nie angefangen. Die schmecken sicher noch frisch, oh mein Gott.
schmeckt sicher nicht so, als ob man sie 2 Tage lang hätte rausgehängt und da Hund drin geschissen hat. Die schmeckt tatsächlich noch frisch. Geil. Wow, Ben! Wie war es? War es fein? Wunderbar. Wunderbar. So ein Topf voll. Wow. Wow, und jetzt sind wir satt. Wir sind wirklich... Und noch ein bisschen Milka-Schoki, so Oreo-Dingsbums. Das ist Werbung, das müssen wir piepsen. Die ist auch heftig. Die Schoki war auch heftig. Ja. Wohl oder übel packen wir jetzt zusammen. Und fräsen jetzt nochmal da raus unter das Grün und Zeugs und Sachen. Und hoffen, wir kommen noch irgendwie an einen schöneren Ort her. Zeichnungen. Und hier haben wir so ein bisschen... ein scheiß Zeichen. Oh, blauer Himmel, oh mein Gott! Ja, wirklich, das Wetter ist bam 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 bam. Bam 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 bam. Wir haben jetzt darauf gewartet, dass es wieder regnet. Weil wenn die Sonne scheint, ist es schon scheiße so zu fahren, you know. Es ist... Einfach wenn es trocken ist, ist es nicht so gäbig zum Fahren. Darum haben wir jetzt auf den Regen gewartet und jetzt fahren wir weiter und jetzt gehen wir ans Meer. Wir sind jetzt noch ein bisschen gefahren und wie man da hinten sehr, sehr unschwer erkennen kann, ist das Wetter da gar nicht gut. Vorher ist da gefühlt der Vulkan ausgebrochen, so ist das Licht. Und unser Ziel sieht so aus. Ich hoffe schon, dass wir irgendwie einen kleinen blauen Himmel bekommen und eine klare Nacht haben und ohne Regen am liebsten. Weil ja, es ist auch ein bisschen unschön. Wenn man am Abend spät noch so aufsteht, um noch ein Tarp über seine Hängematte zu legen, dass man nicht nass wird. Ja! Aber morgen ein bisschen Sonne wäre geil, weil dann würden wir einfach mal unser Zeug ausbreiten. Ja, aber vielleicht machen wir auch, wir uns einfach bis zum Meer durchschlauchen und alles nass haben. Dort tun wir es dann im Regen weg. Und was wir uns natürlich wünschen, ist, dass am Wegrand angeschrieben ist, gratis waschen mit Tumbler. Peace out. Es hat vorher schon wieder geblitzt. Ich habe jetzt gerade einen Zeitraffer gesehen, wo wir unser Setup hier aufgebaut haben. Ich schlafe hier oben, bin hier unten, dann haben wir das Tarp drüber da und ja, jetzt geht es bei uns noch zur Nacht, das ist nicht so viel, weil vorher haben wir schon viel gehabt. Das ist Aprikot, einfach so fahren wir und unsere Schoki mit mega vielen Marken drauf. Ja, wir gehen pennen. YOLO! Das ist Blitzvideografie.